Silvester ist der letzte Tag vom Jahr und der nächste Tag ist Neujahr. Jetzt stellt euch einmal vor, am Neujahrsmorgen haben sie zwei Nachbarn am Gartenzaun getroffen. Jetzt sagt einer, ja, guten Morgen, Herr Nachbar, gutes neues Jahr, gell? Gesund bleiben, schöne Grüße daheim. Ja, wünsche ja, gutes neues Jahr, gell? Miteinander sagen sie der Frau schöne Grüße, gell? Ja, ihr riecht's aus. Und, was habt ihr noch gemacht gestern auf die Nacht Silvester? Hast du gescheit fortgegangen, hä? Oh mei, nein, das ist ja nix, am Silvester ist alles so voll und die Fresserei, das ist was für die jungen Leute. Unser einer mit 42 Jahren, der muss da schon langsamer tun. Ja, da haben sie recht. Das ist fei wirklich. Also, bei Sachen, wo ich früher einmal ein Kopperl gemacht hätte, da ist mir heute schon schlecht. Ist auch mittendrin das Gleiche. Als junger Mensch habe ich saufen können, bis mich nicht mehr dürscht hat. Heute 8 neue Weißbier, kenn ich schon. Ja, das ist das Leben. Das ist schwierig. Aber andererseits, wenn du jung bist, ist auch nichts. Ist man in der Disco angestanden jeden Samstag mit seinem Weißbier und gekriegt hat man keine. So ist's. Ja, da haben sie recht. Jetzt haben wir eine, gell? Ja, jetzt haben wir's. Alle doch, das ist auch nichts. Ja, wobei jetzt einer Frau nicht direkt unsauber ist. Also ich würde sagen, es gibt kreislichere. Ja, schon. Aber schönere auch. Ja, schon. Ja, na, was habt ihr gestern daheim geblieben? Was hat's denn da gemacht? Ja, wir haben uns vom Griechen ein Ding bringen lassen, einen Poseidon-Teller. Für 3 Personen. Habt ihr einen Besuch gehabt? Nein, aber bloß wir zwei. Aber das gelangt. Weil die Griechen essen nicht so üppig, das weiß man. Schauen Sie es doch an. Kennen Sie einen wamperten Griechen? Nein. Na eben, der ficke Leandros, zaut ihr. Der Costa Cordalis vom Alter her kann der drum Wampen haben. Nix hat er. Die essen da nix. Darum haben wir gesagt, für 3 Personen, das gelangt. Ja, da haben Sie recht. Ja, und dann haben wir noch vorher einen griechischen Bauernsalat gegessen mit Oliven. Das haben wegen die Vitamine. Ja, mag ich auch gern. Ja, und als Dessert hat mein Weih so ein Ding gemacht, ein Eisbecherl, eine Kleinigkeit. Pro Nase 8 Kugeln. Die haben wir dann noch so gegessen. Gut gewesen. Ja, das glaube ich. Fernsehen geschaut auch? Noch freilich, am Silvester kommen doch die schönsten Sachen am Fernsehen. Ich hab mir die Jubiläumshitparade der Volksmusik angeschaut. Ah, geh? Mit dem Florian Silbereisen, hä? Nein, mit meinem Weih. Ja, und ihre Kinder waren nicht daheim? Nein, die waren auf einer Silvesterfeier bei einem Schulfreund, der heißt Saphir oder Sifar, ich weiß es auch nicht. Das ist ja heute ein Kreuz mit den Namen für die Kinder. Da wenn heute einer was erzählt, na weiß nicht, ist jetzt das sein Sohn oder sein Auto. Also. Und heute Mittag hol ich es wieder. Die haben über Nacht. Und ich habe ja 20 Euro mitgegeben, habe ich gesagt, gell? Gebt dem Saphir die 20 Euro für seine Unkosten. Ich mag das nicht, wenn sie meine Kinder bei fremden Leuten durchfressen. Das mag ich nicht. Und außerdem ist der Saphir scheinbar ein armer Bub. Der kann sich nicht einmal eine Schachtel Zigaretten leisten. Mein Sohn sagt, der raucht Gras. Ja, gibt's das auch. Wie arm, dass manche Kinder aufwachsen müssen. Ja, und was er sich da holen kann, was hauen sie denn drauf auf die Wies? Ein Klärschlamm, eine Gülle und der raucht's. Ja, was es gibt. Wie alt sind jetzt eine Kinder? He? Ja, der Bub wird 14 und die Tochter 17. 14 Jahre wird der ja, gibt's das auch. Ich sehe ihn heute noch, wie er immer mit dem Dreiradl ist er immer da ums Eck rumgekommen und dann ist er da wieder vorbei. Oh mein Dreiradl, das können Sie vergessen, hey. Der hat schon Haare auf der Brust. Okay. Da hat der Mepper Dirndln auch schon gefallen. Oh mein, hören Sie bloß auf. Jetzt sag ich Ihnen was. Neulich schaut meine Frau, rein zufällig, in seine SMS rein. Jetzt passen Sie auf, was der für eine SMS gekriegt hat. Mit 14 Jahren. Jetzt passen Sie auf, ich zitiere. Also hi. Du hast einen geilen Arsch. Willst du mit mir gehen? Gruß, Niki. Jetzt.
Ja, sagen Sie mal, hat ihm das ein Dirndl geschrieben? Ja, hoffentlich. Da sieht man, wie armselig und wie einschichtig, dass wir aufgewachsen sind. Wir hätten niemals mit 14 Jahren ein Dirndl geschrieben, dass ich einen geilen Arsch hab. Und wenn, dann hätte ich es nicht lesen können, ich habe kein Handy gehabt. Ja, das ist die heutige Jugend. So schaut's aus. Ja, und gestern Abend dann habt ihr Fernsehen geschaut. Ja. Ja. Und dann ins Bett gegangen, oder was? Nein. Ja, was war da? Ja, es hat noch einen Zwischenfall gegeben. Ein Zwischenfall? Was war denn nachher? Ja, wir haben also Fernsehen geschaut, also nach der Volksmusik ist ein deutscher Krimi gekommen. Und da hat mich gehungert. Und habe ich gesagt zu der Frau, na ja, das Griechische ist mehr säuerlich. Bring mal was Süßes. Und da gibt's von der Metro so Gelee-Bananen, 2 Kilo. Die hat's geholt, aber nicht das jetzt, haben wir nicht ganz gegessen, 2 Kilo. Da haben noch 7 drin. Und na war ich direkt süßlich. Habe ich zu meiner Frau gesagt, ich bin direkt süßlich. Hast was Herzhaftes? Da hat's Chips, Brot und Flips und Dips und Tuck und Fuck, ich weiß der Teufel, auf jeden Fall haben wir dann also das gegessen. Und dann habe ich gesagt, jetzt gehen wir aber vor der Gulaschsuppe spazieren. Mir war nicht gut. Und auch vom Kopf her. Weil nach der Volksmusik ist ein deutscher Krimi gekommen, der hat mich nervlich, also psychisch ganz... Ich hab bis zum Schluss nicht gewusst, wer ist denn da der Mörder? Wenn ich ehrlich bin, ich weiß heute noch nicht. Das ist ein Kreuz mit den deutschen Krimi. Da weißt du nie, wer der Mörder ist. Da schauen wir einen amerikanischen viel lieber an. Da werden zum Schluss alle erschossen, da ist der Mörder auch dabei. Da haben sie recht. Auf jeden Fall habe ich gesagt, jetzt gehen wir vor der Gulaschsuppe noch spazieren. So, es war 23:30 Uhr. Ich habe mir gedacht, na ja, wer weiß, kommen wir vor Mitternacht zurück. Und ich bin einer. Ich mag, wenn es am Silvester um 12 Uhr kracht. Wissen Sie, ich mag das. Habe mir gedacht, nimmst du deine China-Böller mit, falls du nicht mehr rechtzeitig zurückkommst, dann kannst du am Weg, lass das krachen. Habe mir 5 China-Böller mitgenommen, sicher nicht Priegel. Okay. Ja, also schon. Also, wir gehen mal spazieren. Um 2 Minuten vor Mitternacht kommen wir beim Holzer Hans vorbei. Holzer Hans? No, der Holzer Hans, der was in der Kirche immer die Fürbitten vorliest. Ach, der Holzer Hans. Freilich, hat es da nicht in der Familie das Drama gegeben? Hat da nicht die Tochter einen Preisen geheiratet? Ja, der. Genau der. Wir kommen vorbei. Der Holzer Hans steht am Gartentürl mit seiner Frau und seinem Hund. Ich hab mit dem Holzer Hans noch nie ein Problem gehabt. Hab ich gesagt, wie man halt sagt, grüß Gott, Herr Holzer, grüß Gott, Frau Holzer, aber der Hund. So. Es ist 1 vor Mitternacht, haben wir gedacht, auf geht's. Ich einen China-Böller raus, zünd ihn an und wirf ihn so weit, wo ich kann. Was tut der Hund? Was macht das dumme Viech? Rennt wie ein Narrischer dem China-Böller nach. Der hat gemeint, das ist ein Stock oder was? Wie kann man den einen brennenden China-Böller mit einer Zündschnur mit einem Stock verwechseln? Der hält sich ganz auseinander. Lohengrin! Da komm her! Die sagen Lohengrin zum Hund. Wegen einem Beethoven. Ist das nicht der Wagner? Nein, der Lohengrin. Auf jeden Fall, der Holzer, Lohengrin, da komm her. Der Hund, null. Rennt. Sieht Holzer rennen. Also da, nervlich, porös. Schreit. Lohengrin! Das Steckerl ist Pepe! Jetzt hat man gedacht, wenn sie die zwei so aufregen, dann muss ich auch was unternehmen.
Dann habe ich geschrien, hey, Platz! Aber das hat scheinbar bloß der China-Böller gehört. Und genau in dem Moment, wo der Lohengrin zum China-Böller hingekommen ist, hat's ihn zerrissen. Also ein China-Böller. Ja, sagen Sie mal, ja, und der Lohengrin? Ich habe in meinem Leben schon viel gesehen, aber ich habe noch niemals ein lebendiges Lebewesen so blöd schauen sehen. Der ist durchgesessen wie ein Denkmal. War er verletzt? Ja, äußerlich war nix, aber dann schreit der Holzer, Lohengrin, komm zum Papa. Dann ist er nicht gekommen. Dann haben wir mir gespannt, der hört da nix. Dann hat der Holzer gesagt, jetzt haben sie's. Jetzt hört er nimmer. Und Sie sind schuld. Hab ich gesagt, jetzt tanz langsam, Herr Holzer. Wer ist denn dem China-Böller nachgerannt? Ich oder er? Da haben Sie einen Frust nicht an mir auslassen. Und dass ich einer Tochter einen Preis hat, da kann ich auch nichts dafür. Ja, jetzt, was ist denn jetzt? Ja, heute hat er mich schon gerufen in aller Früh. Beim Tierarzt sind sie gewesen mit dem Lohengrin. Ja, was hat er denn nachher? Hat er nicht untersucht, hat er gesagt, der hat ein Knalltrauma. Da hört der drei doch nichts, dann wird's wieder. Dann habe ich gesagt, also Herr Holzer, was tun Sie Ihnen denn hinab? Drei doch nichts hören, so schlimm ist doch das auch wieder nicht. Dann sagt er, was? Wenn Sie drei doch nicht hören, was Ihnen die Mitmenschen zu einer sagen, das ist dein Trauma. Habe ich gesagt, jetzt verwechseln Sie was, Herr Holzer. Wenn ich drei doch nicht höre, was meine Frau zu mir sagt, das ist kein Trauma, das ist ein Traum.